Und was hast du heute gestohlen, Redi? Sicher mehr als du, Blecki. Dass ich nicht lach. Was kannst du schon viel gestohlen haben? Ein Kaugummi vielleicht. Ho, ho, ho. Blecki, du bist und bleibst ein Deppi. Schön sprechen, Redi. In einem Supermarkt hab ich eine Schachtel Mozartkugeln gehabt, einen alten Weib in der U-Bahn, das schwere Krokodilledergeldbeutel entwendet, wo 3.500 Euro beheimatet sind, und last not least hab ich im Parlament in Herrn Finanzminister dessen Eiersackel wegzaubert, was morgen einen Finderlohnwert hat von zig Millionen Eier, sprich Euro. Jetzt bist baff, Blecki, was? Redi, ich geb's zu, so viel Diebesgut hab ich nicht. Ich hab bloß der österreichischen Nationalbank das Riesensparschweindel entführt. Bist deppert, Blecki? Das ist ja total super. Und wie viel Milliarden Euro hat die riesige Geldsau? Leider 0 Cent. Was? Der Porzellanbauch vom Nationalbank Nucifali ist gähnend leer. Wie kannst du es wissen, Wiffzack, ohne dass du nachgeschaut hast? Ich hab die riesige Porzellansau mit dem Vorschlaghammer da geschlagen. Ein Scherben mehr, nicht mehr. Ja, und dann hab ich James Bond angerufen, dass er das splitterreiche Sparschweindel zurückbringt zur Nationalbank. Nicht besser, Blecki, aber du bist blöder als die Polizei erlaubt. Aber gescheiter als die 3 Panzerknacker von Walt Disney, weil die Trotteln werden von der Polizei andauernd verhaftet. Glaub mir, der Räuberhauptmann Hotzenplotz ist gegen dich ein Edeldieb, und du weißt, samt seine vielen Pistolen ist er ein Wichser hinterm Gartenzaun. Aber wenn er mal stiehlt, bringt er das Diebesgut nie und nimmer zurück. Der James Bond hat's zurückgebracht und nicht ich. Aber du hast ihn beauftragt, Deppi, Blecki, genier dich! Tut leid, Rede, dass ich so deppert war, aber es sei so nicht. Schenk mir eine Mozartkugel, ich hab einen Bärenhunger. Die Mozartkugeln hab ich alle zusammengefressen, samt der Schachtel. Gerald, hast jetzt 3.500 Euro, das millionenschwere Eiersackel vom Finanzminister, und ich muss hungern. Das ist nicht leibend von dir. Traummännlein, ich hab da eine Räubergeschichte eingedruckt. Nix hab ich gefladert. Weder die Schachtel Mozartkugeln im Supermarkt, noch das Krokodilledergeldbeutel von der U-Bahn-Oma, und schon gar nicht das Eiersackel von Herrn Finanzminister. Blecki, ich gesteh, ich bin Diebeneger. Redi, das oberste Gebot in der Räuberbibel lautet: Seid ehrlich zueinander, sonst werdet ihr vom Raubteufel gefressen. Das weiß ich eh. Und ich gestehe da offen und ehrlich, ich war noch nie in der österreichischen Nationalbank. Das Riesensparschweindel ist nur ein Fantasiegeschöpf. Und den James Bond hab ich auch nicht kontaktiert. Mit anderen Worten, wir sind zwei arme Hunde. Ärmer als ein Kirchenmaus. Das heißt, im Arsch daheim. Aber wir beide haben ein fantasiereiches Hirnkastel. Wir können wie gar zu Geld kommen. Denk nach, Blecki. Denk scharf nach, ich tu's auch. Jetzt ist Faschingszeit. Als Geschrab bin ich zum Kinderball immer als Polizist gegangen. Danke fürs Stichwort, Blecki. Ich hab's. Wir stellen in ein Kostümgeschäft 2 Polizeiuniformen und überfallen dann als falsche Polizisten auf die Bank. Deppi, Blecki. Glaubst du, ich will 2 Stunden nach dem Überfall mich und die uniformlos und splitternackt weltweit in alle Medien sehen? Die Banken haben heute super scharfe Überwachungskameras. Jedes Arschschwimmerl sehen die. Ja, aber was willst du mit den Polizeiuniformen sonst machen? Zum Beispiel zum Polizeiball gehen und wird sie total anfressen und ansaufen? Eine geniale Idee, Redi. Ich freue mich schon auf den Ball. Aber als erster gehen wir ins Kostümgeschäft. Also Räuber eine, ho ho ho. Und das Kiefer raus. Hihihihi.